Sholem Aleichem. Dem 18. April sind geboren geworden zwei seltene Persönlichkeiten, die haben gelost a tiefen Spur nicht nur in der jüdischer, nur auch in hebräischer, russischer und deutscher Kulturen. Daheinu der Kompositor, Sammler von jüdischen Folklore Joel Engel und der Akteur Alexander Granach. Joel Engel ist geboren geworden in 1868 in Berdjansk. Geendigt die Moskwer Konservatorie ist lange Jahre gestanden Berosch der Gesellschaft für jüdische Volksmusik in Russland. Kurz wie ein Kompositor hat Engel Geseder geschrieben auf russisch-kritische Abhandlungen, auf musikalische Themen, wie auch Essayen wegen Rimsky-Korsakow, Tchaikovsky, Tanejew, wo es gewesen einer von seinen Lehrern in der Konservatorie und andere. Von deswegen ist Engel gewesen in seiner Zeit zwischen die größten Kenner von jüdischen musikalischen Folklore und allein bearbeitet jüdische Lieder. Im Jahr 1900 ist verbeten gewesen, aufzuhalten ein Referat in der Moskwer Imperatorischer Ethnographischer Gesellschaft wegen der jüdischer Volkslied. Zusammen mit Anskin hat Engel sich beteiligt in die ethnografische Expeditions über der Kiewer Gubernie und Wolin. Wie ein Resultat von den Expeditions hat Engel herausgelost in Jiddisch etliche musikalische Sammlungen. Wie ein Kompositor hat geschaffen die Musik zu Anskis Dibek, für den hebräischen Theater Habima, zu Peretzes und Sholem Aleichems Inszenisaties. Im Jahr 1922 hat Engel verlost Russland und gegründet in Berlin sein Verlag Juval Verlag, was hat später mit 3 Jahren übergeführt in Palästina, wo hat sich besetzt in Tel Aviv. Dort arbeitet Engel wie ein Lehrer in der pädagogischen Schule Schulamis, lehnt Lektionen, kreativ mit Konzerten, Viertun mit dem Varieté-Theater OEL. Zu der Zeit gehen heraus die 3 Band von seinen jüdischen Volkslieder. Gestorben ist Joel Engel der Wart in 1927 in Tel Aviv. Alexander Granach ist geboren geworden in 1890 in dem Dorf Verbowitz, Mizrach Galizie. Von der Heim Shaye Granach, sich gelernt in Cheder, gearbeitet wie ein Bäcker, bei den 16 Jahren umgekommen in Berlin, mit Achulem zu werden ein Akteur, aber gelebt wie früher von Bäckerei. In derselben Zeit lernt sich Granach in der berühmten dramatischen Schule von Max Reinhardt. Spielt auf Deutsch und Goran Giechen wird einer von den führenden Akteuren in Deutschland. In 1934, nachdem die Nazis gekommen zu der Macht, verlässt Granach Deutschland und deutsche Bühne. Wird ein jüdischer Akteur und spielt in Warschau, Lodz, Kiew. Spielt in Kino und die Rolle von einem Zigeuner in dem Film Der letzte Tabor bringt ihm einen verdienten Schäm in Russland. In den Sof-30er wird Granach verbeten in einem Kiewer jüdischen Theater, wo es wird aufgeführt Shakespeares Der Seucher von Venedig. Granach spielt dort die Hauptrolle von Sherlock, was es wie zugemessen gewesen zu seiner Faktur. In jenen Zeiten ist ein Mensch mit einer Biografie
verurteilt geworden zu werden arrestiert und beschuldigt in alle Chetoim. Also jedes Tag geschehen und nur zu lieb a Zufall ist Granach befreit geworden. Nach der Befreiung ist Granach gekommen in Amerika, wo seine theatrale Karriere hat sich nicht so gut eingegeben, hat gespielt in Hollywood. In New York hat der Ikuf euch herausgelost sein Buch Zichroines, wo es heißt, Ot geht ein Mensch. Gestorben ist Alexander Granach in New York in 1945.